Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Ja, jetzt haben wir hier wieder so ganze Armee von Handlanger niedergemäht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Der da oben scheint hier wohl ein Snipergewehr oder was ähnliches. Ui, so eine Art El Diablo. Hat der hier, was ist denn das für ein Ding? Ja, das scheint so eine Art El Diablo zu sein, was der hier hat. Wissen wir was? Viel Spaß mit dir, Handlanger. Dreifacher Sprenger habe ich freigeschaltet. Und auch als Trophäe dreifacher Sprenger. Oh, das ist eine Art Raketewerfer. Ja, das ist ja Granatwerfer oder sowas. Das ist ja cool. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Ja, das ist da ein geiles Teil, oder? Ja, der reißt natürlich ordentlich Schaden. Nicht schlecht, Herr Specht. Nehme ich jetzt aber wieder meine Schrotflinte. So, na Allah. So wird das gemacht. Sauber. So, hampeln wir jetzt wieder runter. Und suchen uns hier wieder unsere Deckung. Oh, toll. Definiere oh toll. Ja, oh toll. Na gut. Und Wumms. 2 weg. Nala. Ah, ich habe ich. So, da habe ich wieder alles voll soweit. Und die Dinger sollten wir vielleicht vorher nochmal auslösen. Ich weiß nicht, wie viel die Bursche vorher schon ausgelöst haben. Und es sollte definitiv nochmal in den Waldausfalle drauf schießen. Ja, da ist schon jede Menge. Und dann kann ich hier nochmal die Ernte betreiben. Erst mal ein bisschen Munition ernten. Okay, das schießen wir nochmal auf. Ich bin mir bei dem auch nicht so sicher. War gut, dass ich skeptisch bin. Na gut, bei den Dinger weiß ich, dass die ausgelöst wurden. Da kann ich drauf vorbeigehen. So. Hier ist wieder nix, schade. Hätte ja sein können. Ah, in der Sonnenuntergang rennen wir hier rein. Da 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 da. Schön. Ist auch schön, dass sich der Lichtwechsel so ändert. Die Farbe vom Licht, dass sich das so ändert. Da kommen wir zu einer alten Belohnung freigeschaltet. Bonusmenü ansehen. 5. Die Festung. Boni, wie sieht's denn aus? Belohnungen. Designs, Waffenauswahl. Die ausgerüstet werden soll. Okay. Oh, da kommen noch sehr schöne Sachen dazu, wie ich sehe. Die goldene AK-47. Ach Gott, der Herr Baron vom Kartell. Galerien. Konzeptart. Befindet sich im Hauptmenü. Alles klar. Designs. Drake Naughty Dog. Drake Taucheranzug. Nee, den mag ich. Mag ich nicht, den Drake Taucheranzug. Nein, ich mag den Drake Naughty Dog. Ich will nicht im Taucheranzug, aber... Ich will normal. Das können wir nicht. Bildergalerien befinden sich im Hauptmenü. Und Waffenauswahl. Dragoon Präzisionsgewehr. Ja, lecco mio. Okay, ich muss es erst absolvieren in einem Schwierigkeitsgrad. Na dann. Die Festung. Ja, das sieht nur so nach spanischer Festung aus. In der Zeit, als sie das im Ende 17. Jahrhundert so kolonialisiert haben. Da hat man ja so Festungen taktisch sinnvoll gebaut. Moment. Drakey, du kletterst erstmal ein bisschen hoch. Und dann machen wir das nochmal so. Dann gucken wir mal, dass du da Affe-Moves richtig hinkriegst. Und... Hua! Na Allah. Klettermax. Ja, besser so. Ja, der alte Mörtel ist nicht sehr standhaft, muss ich sagen. Okay, so ein Sprung, den ich never ever hinkriege. Da ist wieder Liana. Boah, die Kameraperspektive ist aber ach richtig Hammer. Boah. Ja, aber hallo. Und da kommen wir endlich hoch. So wird das gemacht. Boah. Das ist für all die Dummköpfe,
die zu blöd sind, um den Vordereingang zu finden. Die müssen sowas machen. Okay. Lasst mich raus, lasst mich raus. Ach je. Was haben wir dann durch, Schönes? Fragil. Würde mich mal interessieren, was da drin ist, was so fragil ist. Uiuiui. Shikomio. Nicht schlecht. Ja, schön animiert definitiv. Die ganze Umgebung gefällt mir sehr, sehr gut. Alles schön animiert. Mit Liebe zum Detail. Und da können wir wieder raus. Und dann lasst dich... Oh, hier war ich doch schon mal. Ja, warst du schon mal. Ja, dass ich wüsste. Ja, jetzt macht er Affe-Moves und rüber zur nächsten Liane. Zack. Ich weiß, man spricht Liane aus. Trotzdem mag ich das ganz gerne mal so ein bisschen blöd zu babbler. So, zack und zack. Gut, dass die so viel Charter hat, die Festung. Okay. Ah, nee, Quatsch. Ich muss den Kreis drücken, um mich fallen zu lassen. So, dann da lang. Dann spring. Gut, dass die Architekten dort damals nicht so gründlich waren. Müssen wir ein bisschen hochklettern. Und dann können wir das so nutzen. So, und... Ja, Allah. Manometer, das sind aber hier Kletterpassagen. Bin ich froh, dass ich so einen Käse nicht machen muss. So. Runter oder? Nee, hoch. Kann ich da nicht hoch? Ja, wie muss ich dann jetzt machen? Weiß gar nicht. Weiß nicht. Da geht's nirgendwo hin. Achso. Dann sag mir doch auch, dass ich das machen muss. Quatsch. So. So wird das gemacht. Da liegt nochmal Granate, das ist sehr gut. Und wir haben eine kleine Uzi. Sehr, sehr schön. Ah, das könnte helfen. Uzi oder 9 mm? Mikro. Schön. Weißt du was? Ich nehme die Mikro. Neu ist immer besser. Wir haben anscheinend immer zwar Pistolewaffe. Das ist dann hier die Uzi, die wir haben. Und da haben wir als Langwaffe, wenn man so will, haben wir dann entweder die AK-47 als Maschinengewehr oder das hier. Oder den kleinen Granatwerfer, den ich auch sehr geil fand. Okay, probieren wir es doch mal aus. Nicht schlecht, ja? Nicht schlecht. Ach ja. Das sagt ja immer, ihr Handlanger. Ihr seid ziemliche Maulhure, ihr Handlanger. Ihr versprecht immer, dass ich tot bin und dann passiert's kaum. So. Jetzt kommt die Orientalmusik. Jetzt sind arabische Söldner auch involviert. Okay. Ja, wo bist du? Ach, da bist du. Ja, komm her. Wow. So. Ja, wo seid ihr dann? Wo seid ihr, ihr Knabe? Wenn ich das mal als wüsst. Hoppla. Ach, da aber bist du. Ja, melde dich doch auch mal zu Wort, Mann. So wird das gemacht. Zack. Tudeludu. So, sehr gut. Da muss ich offensichtlich auch wirklich das Kaliber immer erwischen. Das geht wohl nicht mit normaler Pistole-Munition. Da brauche ich dann auch wirklich die Magazine für die Maschine-Pistole hier. Wo bist du dann? Ach, da aber bist du. Oh, ja, Granate, das hatte ich wohl selber verwischt. Okay. Wo bist du? Da ist er. Da ist der, ja. Wo bist du? Wo bist du, Mensch? Ich das als mal wüsst. Wäre ich so viel glücklicher. Was jetzt? Ach, du aber. Und noch irgendwo in der Nähe. Es tut morgen weh. 20 Kopfschüsse. Das habe ich jetzt auch als Trophäe in Kupfer noch erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Achievements over rechts im Bildschirm sehen könnt. Aber, ja. Okay, dann würde ich sagen, nachdem das Ende-Ding jetzt all ist, nehme ich wieder meine Pistole.
So. Da habe ich ja wenigstens da wieder was. Aber ich glaube, ich bleibe bei der normalen Pistole. Die ist doch irgendwie besser als die kleine Uzi. Das ist zwar nett, für zwischendurch immer so eine kleine Waffe wechseln und ein bisschen Vielfalt zu haben, aber ich bin doch eher dann der Typ, der lieber die normale Pistole nimmt. Ein Revolver wäre natürlich auch sehr cool. Aber ja. Ich denke, ich bleibe erstmal bei der normalen 9 mm. Als Handfeuerwaffe. So, und dann kann ich immer zwischendrin auch im Schlachtfeld so abwechseln, wenn dann so ein paar Maschinengewehre, Uzis und so weiter durchliegen. Da kann ich ein bisschen abwechseln und variieren, denke ich. Aha, sehr schön. Patron noch. Von dem Zerfetzte finden wir jetzt aber nichts mehr, glaube ich. Schade, denn sei irgendwie Handgranate erwischt hat. Hat hier was geblinkt? Oder war ich blind? Blink oder blind? Ich glaube eher blind. Schade. Ja, das schreit ja wieder noch weiterem Handlangerkampf hier. Okay, da kommen wir nicht weiter durch. Schade. Okay, das ist doch wie gemacht mal wieder für so ein epischer Kampf gegen zig Lakaie. Was seid ihr, ihr Knechte? Da drüben ist er! Ach, nie kann es mal einfach haben. So. Wow. So. Ach, arabische Söldner helfen doch nix. Da ist der. Alter, du Speckmann. Igitt, zieh doch mal was an. So schlecht kann der Bezahlung gar nicht sein. Okay, den hat's auch noch verwischt. Boah, die sind an einem Geschütz dran. Mist. Mist, 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 Mist. Na gut, dann probieren wir das noch einmal. So. Da drüben ist der! Da drüben ist der. Ja, auf ihn, Freunde. Okay. Viel Spaß damit. Ja, der Speckmann wieder. Boah, Mann. Jo. Hat jetzt seinen eigenen Mando abgemurkst. Okay, den Ende habe ich nochmal hops gehen lassen. So. Na gut, jetzt wird es wieder ein bisschen kritisch. Ich sehe ihn. Er schießt in unserer Gegend. Dann lassen wir mal ein bisschen ballern. Viel Spaß. Den Ende könnte es erwischt haben, bin ich mir nicht ganz so sicher. So, wieder einer weniger. Dich sehe ich auch. Ah, habe ich dich? Okay, jetzt habe ich dich sicher. Okay. Es geht so saublöd zu lachen. Okay, heil dich erstmal, Drake. Und komm erstmal wieder zu Kräfte. Und dann können wir da weiter planen. Okay, da oben sehe ich was. Zack, so machen wir das. Wow, okay. Okay, jetzt aber. Na also. So wird's gemacht. Schön. Schön. Ja, das sehe ich auch so. Ne, Quatsch. Ich will Moss und ich will nach wie vor auch mal normali P9 Hover. Wahrscheinlich eine Walter P, nehme ich mal. Walter P9. Ach ja, so viel Ahnung mit Schusswaffe habe ich eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, es dürfte eine Walter P9 sein. Ihr könnt mich doch gern korrigieren, wenn ihr euch besser mit Schusswaffe und so auskennt. Ich muss sagen, da bin ich relativ unerfahren in sowas, aber ich kenne ein paar, definitiv. Ein paar Kaliber kenne ich. Okay, du hast nochmal Pistole-Munition und das Ding kann ich verwenden, okay. Okay.
Kann ich die flach irgendwie so drehen? Och, ich habe einfach mal ein bisschen Spaß dran, alles jetzt nieder zum Meer. Bringt aber nichts. Na gut. Ja, geh wieder weg davor. Aber so ein bisschen ballern, so ein bisschen Buwe-Gerät. So große Jungsmaschine. Das muss man einfach mal machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Müsst ihr mal nachsehen. Aha, da geht's noch lang. Wow! Ach Gott, der Action Hero. Hey. So, das war jetzt aber die Krone an miserablem Schieße, was ich hier geleistet habe. Okay. Du hätten wir auch durchgekonnt. Dann geht's da und da war noch eine Treppe, habe ich gesehen. Da geht's einfach nur in irgendeinen so einen Raum. Da ist auch nichts Besonderes. Und da geht's eine Treppe hoch. Ja, da muss ich wohl lang. Ja, da kann ich alles überblicken. Da geht's dann wahrscheinlich wirklich weiter. Bei dem können wir noch gucken, ob es sich zu flattern lohnt. Ne, der hat nur AK-47. Und zwar nett in Gold, der feine Herr. Naja, das sind wahrscheinlich nur die Bosse hier, so goldene Waffe. Warum? Ach, immer jetzt mal ohne Witz, wenn ich eine Waffe benutze, dann will ich ja, dass die pragmatisch ist. Und wenn ich so ein Ding aus Gold habe, das ist schon arg dekadent, muss ich sagen. Da stelle ich den Nutzwert von einer Waffe doch definitiv übers Gschnörkels. So. Da wollte ich jetzt auch nochmal hochmarschieren. Einfach mal um zu gucken, ob es hier auch nochmal irgendwas gibt. Ein Schatz oder so. Ah, ja, du musst dich von der Hauptquest hier. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Richtig. Naja. Also die hat anscheinend richtig Glück, was sowas angeht. Bei denne Bursche hätte ich jetzt auch nicht unbedingt landen wollen, um ehrlich zu sein. Ach, da kann ich Seilwinde machen hier, oder da war irgendwas mit Dreieck, was ich noch machen konnte. Da, hier. Na, kletter wieder hoch, Nathan. Na, das gibt's doch nicht. Na, so. Jetzt. Jawohl. Zack. Elena. Aha, sie filmt alles. Hallo? Buka Pintu! Fiapaini, Itara Tikaran. Cialano! Chepatan Buka Pintu! Was babbelt er dann? Es klappt! Da ist er oben! Los ans Entgegen! Nicht gut. Ja, nicht gut. Ach, Nathan. Ach, Nathan. Ein schlechter Scherz! Oh, jetzt haben wir einen fetten Revolver. Kriegt wahrscheinlich im Magnum. Das ist natürlich cool. Und... Ach Mist, da ist noch was davor. So, jetzt aber. Zack. Jetzt haben wir aber ein fettes Kaliber. Was macht er dann da? So. Jetzt holen wir uns die Bursche mit dem schweren Kaliber. Wow. Zack. So, den Knabe hier an der Flak holen wir uns. Oh Mann. Woms. 2 auf einen Streich. So, dich krieg ich. Ja, das dürfte es hier gewesen sein, oder? Müssten hier die Jungs gewesen sein. Na gut. Ich gebe hier mein dickes Kaliber jetzt ungern auf, muss ich sagen. Aber wenn es sein muss, schade. Ich finde so Magnum-Revolver unglaublich geil. Aber ich glaube, dann sollte ich wieder zu meiner normalen Handfeuerwaffe zurückgreifen. Auf meine Handfeuerwaffe zurückgreifen. Wenn es dann nicht anders geht, müssen wir es halt leider so machen. Zack. Oh, da ist ja noch ein Speckmann. Voll in der Ranzerei. So wird's gemacht. Ja, die Speckis, die halten ein bisschen mehr aus. Das erinnert mich so ein bisschen an The Evil Within. Hat er noch eine andere Waffe gehabt? Nee. AK-47 nur. Ich habe gedacht, der hätte was Neues, Schönes gehabt. Okay, wieder 12 normale Automatikpistole. Walter P9 Munition. Und dann
ist der Weg jetzt offen für uns. Hoi. Warte mal. Uff. Ah, von der anderen Seite, okay. Du müssten wir auch mal als drauf kommen. Wo bist du? Ach, du hinten an der Flak. Ich hoffe, ich krieg dich so. Nee, der kriegt mich eher. Ich glaube, so gut bin ich im Ziele dann auch nicht. Na gut. Dann muss das Anna schlafen. Kriege ich dich so? Nee. Ah, der kriegt mich hier schon fast. Ah, nee. Na gut, weiter geht's. Da ist er! Ich glaube, da bin ich in einem Radius, wo er mich nicht mehr verwischen kann. Ach so, du bist da noch da. Hi. So. So wird's gemacht. Hoch komme ich hier leider nicht. Nee, das geht nicht. Mann. Ja, das ist schön. Okay. Die könnten tatsächlich helfen, ja. Okay. Ui. Sehr schön. Ja, voll reingerannt, ich Depp. So wird das gemacht. Na Allah. Die Dinger mag ich jetzt schon am meisten. Wobei. 2 sind noch drin. Nee. Nee. Ich mag die Dinger ja sau gern, aber müssen wir leider so machen. Okay, so. Könnten wir jetzt hierher kommen und da hochklettern können, oder? Jawohl. Jawohl. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir soweit auch wieder alles aufgefüllt. Na, hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Pff. Oh je. Mist, wo kommen die alle her? Ja, echte Mol. Also das hoch ich mich definitiv auch. So. Ach so, so bist du. So. Ich glaube, die Hände nicht in Schussqualität gesetzt beim Aheuern von deinen Typen, sondern eher, dass die was aushalten. Die haben ihr Söldner auf Ausdauer. Wow, auf Ausdauer gecastet. So, na Allah. Genau zwischen die Augen, Bruder. Ja. Bei dir vielleicht. So. Bei dir genau zwischen die Ara. So. Guckt sich, ob die was hin. Ja. Sehr gut. In Deckung. Nagelt ihn fest. Wo seid ihr? Ihr Schweine. Echt du? Uff. Ach, so bist du. Du Anglerhut. So. Ja, langsam habe ich die Faxer Wachdicke hier. Vor allem, dass die alle gleich aussehen. Wissen Sie, die waren so bei ihrer Geburt beim Kartell. Die waren schon Kartelleigentum, als sie geboren wurden. Und die sind dann so zu 30-Linge rausgeschlüpft. Oder die werden gezüchtet in Kolumbien oder so. Ich kann es nicht sagen. Wenn die alle gleich aussehen. So, und die Speckis, die gab es doch damals im 7er-Pack. Die Mutter hatte gut die Zeit gehabt mit einer. 7er von den Speckmänner auf einmal, das war zu hart für die. Da hat sie dann noch nie mehr leben wollen. Die haben sowieso alle so Gesichter, die nur Mutterliebe kann. Mann, oh Meter. Okay, jetzt warten wir noch hier ein bisschen durchs Wasser und gucken, dass ich noch irgendwas Schönes, Brauchbares finde. Aber irgendwie will es nicht so recht und ich habe so ziemlich alles verballert, was ich habe. Das ist etwas schade. Aber ich steht, ach Sache, ich mache es jetzt nochmal bis zum fixer Punkt. Wo ich dann an der Stelle einen Cut wieder machen kann. So, du kannst doch hochklettern, oder? Jawohl, das geht. Mhm. Boah. So. Und hoppla, und hoppla.
Und hoch damit. Nathan, du Ochs. So. Na Allah. Gut. Ich denke, das könnte hier als Fixpunkt fungieren. Ist noch was. Probieren wir es da einfach mal aus. So, gehen wir mal hier rein. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so als Fixpunkt... Ah, nee, da aber ist noch was. Da könnte ich, glaube ich, noch rauskommen. Warten wir mal. Nee, da komme ich auch nicht nirgendwo raus. Tauche kann ich auch nicht. Und da komme ich auch nicht hochgeklettert. Nee, alles schwierig. Alles furchtbar und falsch, was ich hier mache. Ah, da geht's hoch. Da geht's hoch. So, na Allah. Man muss es nur wollen. So. Und hier noch. So, gut gemacht. Gut gemacht, Nathan. Jetzt können wir die Brühe nochmal füllen. Die grob mit Brühe füllen. Ja, das habe ich mir noch gedacht, dass hier rauskommt. Und dann können wir woanders weiter klettern. Ich jetzt sage, das mache ich gerade noch. Ja, komm, runter mit dir. Schon ganz in die Brühe. Die ist wenigstens blau. Dann können wir da noch lang. Das wird das nächste sein, wo wir hin müssen. Aber wo kletter ich? Ah, da kletter ich. Ich sehe es, wo ich kletter. Da habe ich es vorhin schon probiert und da ging es nicht, aber jetzt geht es. Hervorragend. So, da und da und da. Und da und da. Und dann kann ich ganz durch. Und ich jetzt sage, wenn ich da drüber auf der anderen Seite durch bin, mache ich an der Stelle einen Cut. Dann dürfte das definitiv so ein Fixpunkt sein, der auch wirklich vom Spiel her passt als Engine. Das fühlt sich ja rasend schnell auf. Wenn ich bedenke, wie ewig lang das teilweise dauert, bis ich den Gartenteich nur aufgefüllt habe. Also, nicht schlecht. Wie das hier geht, so ratzfatz. Na, hopp, Nathan. So, so. Okay. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, Schlüssel zur Vergangenheit, das 6. Part, den machen wir morgen bei Let's Play bei Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.